Merci, Herr Präsident, meine Damen und Herren. Ich verstehe die Tentation, für den Erfolg von der Realpolitik zu Brüssel zu feiern. Ich will für so eine Konklusion warnen. Ich meine, dass was hier geschieht, dass das an einem historisch kurzen Zeitraum zwei Realitäten auf den gestoßen sind. Nationalem Niveau hat der Volk sich zweimal, am Januar bei Wahlen und am Juli bei einem Referendum, gegen die Fortsetzung von einer Austeritätspolitik ausgesprochen, die sie als eigene Erfahrung erlebt hat. Die Regierung Tsipras hat nicht gebracht, meiner Meinung nach, interne gesellschaftliche Blockagen. Sie hatte politische Mandat, für ihr Programm durchzuziehen. Also sie hat auch den Willen, für tiefgreifende Strukturreformen gegen die Oligarchie, für einen efficazen und transparenten Staat durchzuführen. Also sie hat den Willen, entgegen dem, was hier so gesagt wird, von Anfang an, sie war dümmer dafür, das zu machen. Und das wird sie, wenn so unterschied, Herr Wieseler von der Regierung von Fiedrun, vom Herrn Samaras, die das nicht fertig gebracht hat, die am Gegenteil ein Teil von dem ganzen korrupten System war. Die Regierung Tsipras ist nicht gescheitert mangelndem Realitätssinn. Erster schon mangelndem Sinn für das, was möglich ist, an einem neoliberalen Kader, den den sozialen Fortschritt haut unmöglich macht. Sie ist gescheitert, nicht wegen des mangelnden Argumenten, aber weil ihr Lebensoder von all Ökonomie, Geld, von Brüssel aus zugedrückt ist. Dass der Euro nicht nur eine Währung ist, sondern eine besondere Politik, die auf der Austerität beruht. Das ist der Gegner von den europäischen Treten schon lange bekannt. Dass aber den Austritt von einem Land aus der europäischen Währung möglich wäre, nicht auf juristischem Weg, sondern durch einfachen Entzug von der Währung als Druckmittel. Das, Herr Präsident, steht nicht an den Treten. Bankenschließungen sind dafür auch für mich, also sie sind eigentlich hautnah, weil sie sind auch immer so ein Symbol von der Hilflosigkeit von einer nationalen Demokratie. Denn Herr Wieseler hat nach einer Haut das Referendum aufgestellt. Ich will sein Parteikollege, den Herr Frank Engel, Europadeputierten, zitieren, den Haut am Quotidien gesagt hat, celui qui juge négligeable le vote des gens ou ce qu'ils expriment diffuse un message dangereux dans un temps où l'Europe n'est plus très appréciée des gens. Der Wirtschaftsnobelpreis Paul Krugman hat auch nach Folgendes belegt. Ich zitiere, in den vergangenen Wochen haben wir gelernt, dass Mitglied der Eurozone zu sein bedeutet, dass die Gläubiger deine Wirtschaft vernichten können, wenn du aus der Reihe tanzt. Jetzt sollen sich dafür nicht viel machen. Haut als froh von der Zukunft vom Integrationsprozess an der Europäischen Union mit neuer Deutlichkeit gestaltet. Und ich glaube nicht, Herr Premierminister, und eine Win-Win-Situation, die soll da angetragen sein. Heute ein europäisches Partnerland, wie das Mauergedreht akrit viel zwischen Pest und Cholera, dem Grexit oder der Fortsetzung von der Erla-Politik. Weil das ist so die einzige Tragik dabei. So wie die Alloplären sind auch die Neuoplären gegen all Wirtschaftslogik an all Wirtschaftstheorie. Muss ich nicht Krugmann heeschen, für zu wissen, dass das Land auf dem dote Weg nicht auf B könnt, mir auch nach weiter an Rezession getrieben wird, mit der humanitären Katastrophe verbunden, die in lo schon all der auf den Straßen a Griechenland kann gesehen. Außer einer Wergerzhose steht nichts Präzises über Schuldenrestrukturierung an dem Text. Schüss den Hinweis, ob ein ähnlich Zoso, die schon 2012 gemäht ginas, an auch do nicht angehalten ginas. An dat auch wenn es der innerpolitische Situation für allem an engem Land, an Deutschland, es kann den oder andere dabei nennen, zum Beispiel auf Finnland, wo die wahre Griechen, die sind, wäre Finnen, pardon, wäre Finnen, nee, das sind noch nicht das, das sind die, die mit ihrer Politik riskieren und möchten zu kommen, geschwind an Griechenland. Das sind, das ist eine andere Partei, die durch so eine Politik selbstverständlich national Ressentiment und national Gefühle an denen einzelne Länder just nicht mehr kann stärken. Und ich meine, dass das eigentlich der Gegenteil, also ausregieren mich von dem, was wir an Europa wollten erreichen.
Am Mittelpunkt eigentlich mis Sto vun so engem Akkor, wann wirklich am europäische Geest wie loschern, de Schuldeschnitt a wichtig Reformen, grad so wie Investitionsprogramme an Steuergerechtigkeit, an net Interessen vun der Finanzmärt. Dei und de Schulden, wie man alle Goethe wissen, die sind die verdingen. So awer gëtt Land fir unbegrenzten Zeit zu engem Bresler Protektorat, all demokratisch Souveränität get aus der Kraft gesät, an ich mengen awer dat Souveränität de Motto vun der Demokratie an engem Land ass. An ich mengen noch an ich fährte noch, dass kein griechische Regierung an noch kein Troika déi oplären do, die zu Pabaierbrüt gesinn kann gegen Bevölkerung durchsetzen beim Versailler Vertrag, an ich sie fertig, Herr Präsident, sind den deutsche Konditionen oberlöet gin und denen Weimarer Republik do not zerbrach ass, mat de Konsequenzen, die wir kennen. Eng vu denen hunn ich fir schon genannt. Wir brauchen haut in Europa eng einer Zucht für Politik a Richtung wirklich Demokratie, a konkret sozial Gerechtigkeit, auch heute zu Lützeburg, weil die doten Zucht für Politik werden Leute sich nicht mehr lange gefallen lassen. Ich so nicht merci. Merci auch dem Herr Urbani an wird gefroht den Herr Staatsminister für eine Reaktion auf den Debat. Merci.